Bonjour aus dem Europaparlament vun Straßburg, wo die 751 Europadeputéiert fir d'Juni-Session ze summe sinn. Wir gucken, wie gewinnt an den nächsten Minuten hier bei europäischen Impressionen ob ein paar von den Projekten, die das vor hier am Europaparlament diskutiert, respektiv aufgestimmt gofen. An dafür begrüße ich am Studio vom Parlament hier, wie gewinnt CSV-Kompetenzteam, Vivian Reding, den Frank Engel und Georges Bach. Madame die Herren, bonjour. Bonjour. Ja. Kurz nachdem den Jean-Claude Juncker op segem Posten war, huet hien am Numm vun der Kommission e ganz ambitiösen Investitionsplan op den Dëch gelecht. Am Ganze sollten an den sogenannten Juncker-Fonds eng 315 Milliarden Euro fließen. Wo si wir dann no Frank Engel 1,5 Joer mich spät run? Dat war jo ein Thema das woch hier am Parlament. Wir sind bei einem Drittel von dem, was da so angedeutet war. 100. Aber 700 an wir sind also bei einem Punkt, wo wir eine substanzielle Summe von Geld eigentlich zur Verfügung könnten haben, für politisch tätig zu gehen. Wir bleiben allerdings gefangen an dem, was wir auch damals schon der Kommission gesagt haben. Und ich war damals schon dabei, dafür der ich da noch nicht sagen. Die wundersame Geldvermehrung, wie du ein paar Leute sich das vorstellen, mit einer Mies von einem Sechstel, den dann da quasi unbegrenzt über Privatinvestitionen hebelbar ist, die finden nicht ohne weitere statt. Und die finden so manner statt, weil wir als Konkurrenz, und zwar in einer intensiver Konkurrenz befinden, mit anderen Akteuren, auch europäische Kontinent für größere Investitionen zu machen. Wir sind zum Beispiel in einer Realität, wo Westbalkan China als Schnellzugtrassen an Autobahnen baut. Das dürfte nicht sein. Total abartig, dass das so ist, für ein Wort zu benutzen, was ich nicht will benutzen, aber trotzdem. Das ist einfach so, wenn wir es nicht fertig kriegen, irgendwann denken zu sagen, aber das Geld, was man braucht, das fanden wir als öffentliche Quellen, und wir lehnen auf den Tisch, wenn es sich das vermultipliziert, moyennant Apport von privaten Quellen, also dem so besser. Ja. Wenn wir verlosen als ständig darauf, dass den substanziellen Hebel aufgrund von privater Zusatzinvestitionen plus gelehntem Geld gibt. Und das ist eine Approche, die nicht kann an dem Umfang funktionieren, wie wir also feststellen, die nicht wert funktionieren, die übrigens auch nicht wert funktionieren, für etwas für wegzuholen, was noch erkennt, an Bezug auf Afrika. Es geht nicht so, dass ihr seht, wir holen 15 Milliarden und daraus gehen 60. Einfach mal so. Das findet nicht statt. Es wird nicht stattfinden und es wird nicht stattfinden. Es findet auch dann nicht statt, wenn Jean-Claude Juncker es gerne hat. Wobei ich weiß, dass er sowieso selber nicht lebt. Also wäre es eventuell mal eine Runde Zeit, dass man mit den Leuten nicht das Gespräch führen, die permanent versuchen beizubringen. Das ging aber, was wir brauchen, innerhalb des Kontinents und außerhalb des Kontinents für Probleme zu lösen, die den Kontinent betreffen. Also eine substanzielle Mobilisation von existierenden öffentlichen Geldern. Und das muss man leider so verkaufen. Alles ähnlich, das ist eigentlich Halle vorrichtet. Wie ist dann am Engagement von Lützeburg bei dem Investitionsplan? Engagement von Lützeburg ist an der Reihe, sowohl was die aufhänglich Miso belangt, die geliefert ist, konträr zu dem, was viele andere Städte gemacht haben, nämlich nicht. Als das geliefert gehen, als geht auch bis auf weiteres geliefert. Aber auch zu Lützeburg hängt man davon auf, dass man Hebelwirkungen erfahren. Und die können just aus gelenktem Geld an privat dazu ginnendem, respektive mit privat dazu ginnendem, weitergelenktem Geld kommen. Und die Hebelwirkung wird nicht so groß, wie sie von einer Partie Hebelwirkungsstrategien gedurcht gehen. Wir haben aber auch kein Projekt angeregt. Nein, haben wir nicht. Wir haben aber als Kontribution gelegt, für das andere Leute können Projekte realisieren. Ja, das ist an der Reihe. Ich meine, da den ich vielleicht auch erwartet, dass Lützeburg den ein interessantes Projekt angeregt hat. Das wäre gut gewesen, aber ich meine lang, dass wir aber kontribuiert tun. Das ist das richtige Signal, das wir als kleine Nation, als kleinreiche Nation gelegt haben. Ich meine, das kann aber auch ein Beispiel sein für die anderen, für die Saison, weil Lützeburg fertig bringen. Da werden wir aber mit einem großen deutschen Budget, französischen Budget, englischen Budget, was weiß ich, aber auch fertig bringen. Mehr einfach fertig bringen, ja. Wenn wir schon daheim sind, viel am Gespräch auch bei uns daheim sind im Moment die Handelsakkoren, den TTIP und noch mehr den CETA.
Muss mal so, dass es schon länger ganz viel so Akkorde gin, dass du nicht ganz neu ist. Das vorzeit zum Beispiel über den Akkord zwischen der EU an 24 andere Länder, darunter Japan, China und noch den USA geschwert gin, aufgestimmt gin. Und da geht es um Douanetaxen auf 200 an engem Produkt aus dem IT-Bereich. Manner Taxen, dat mis jo noch gut fir de Konsumateur, wie wir reden. Dat ist nicht nur gut für den Konsumateur, das ist auch gut für die Industrie, weil bei all den Technologie-Sachen da geht es nicht nur um den Handy oder um Television oder um Konsole für Spieler zu spielen, sondern es geht auch um Maschinen für an den Industrien zu schaffen, es geht um Maschinen für an den Spitäler, es geht um Satelliten zum Beispiel. Da war schon 1996 wär ugefangen gin, fir do Tarifer op 200 Produkte aufzusetzen. An dun as pu Joer Drpp hunn die Länder, die Dir do mentionéiert hunn, die hunn ugefangen ze verhandeln, fir nach 200 Produkten weiter ze hunn an lo ass gedurcht op all de Produkten, die ganz notwendig sinn fir als Industrie, fir als Konsument, dat do bis 2019 soll Nulltarifen gëllen. Schmengen dat das eng gut Sach, also du gesit, wann man iwwer Handel schwätzen, dat das net immer nimmen dat negativ. Du kennt doch sehr viel Positives dabei heraus. Ich war mal schon beim Thema sind an ganz aktuell auch den CETA. Du war ja gestern Wort an der Chamber zu Lützeburg. Was zu dir dann zu dem Wort über das CETA? Ich fand dat als Chamber immens responsabel gehandelt huet. Als Chamber huet den Akkord, dat jo e fertigschen Akkord ass, dat das net wie den TTIP vor recht verhandelt gëtt, wo verschiedene Sachen do immer schwerwen. Hei as et steet schwarz op weis Papier, dat ass so, an da kann e jo analyseieren, ass dat gut, ass dat schlecht. Als Chamber huet et analyséiert, als Chamber huet fand, dat dat net schlecht wär, so huet sich also net opposéiert, mir se huet gesot, et sinn 2 Sachen, die man hätte gerne klarifiziert. Dat Eich dat ass soll jo die Privatgerichtbarkeeten Geo Asade lo durch öffentlich Gerichte huet Chamber gesot mat recht. Mir hätte gern, dat et do die Richter, die do bestalt gin fir déi Gerichtbarkeeten, dat déi onaufhängig sinn. Ich mengen dat kann Frugitfragem ënner Schriwe gin. An zweitens huet als Chamber gefordert, dat versteht den dat ein Nationalparlament dat seet, net nëmmen d Europaparlament sollt recht hun darüber aufzustimmen, méi och die Nationalparlamenter don't act an schmengen dat wär ganz vernünftig, dat jo a Menge riesiger Majoritéit gestimmt gi bei an der Chamber. 50 zu 2 Mengen. Ja, mir wat opfällig war. An der Lützeburger Presse do stung dann an Lützeburger Wort huet getitelt Zustimmung unter Vorbehalt, an Terreblatt huet Teileien Bekenntnis zu CETA getitelt, aber an der ausländischer Presse. Du hunn se net richtig kënne lese, wat mir zu Lützeburg gemach hun de Mond, dat jo net lo irgendwé eng kleng Zeitung. De Mond huet getitelt, et Lützeburger Parlament hat CETA aufgelehnt, an die Zeit an Deutschland ungefähr selwicht. Also ich gif die Journalisten auf mobilen Texter ze lesen, an net einfach egal wat ze so, weil dat ihnen ideologisch an de Krom passt. Ja, mit den Text, dat fir die Jengsären, dat mat den Entschädungsprozeduren, die ganz kurz 2 Sachen, die ich problematisch fand, nur als rechtlicher, nimmen aus rechtlicher Sicht eigentlich. Ich will nicht dagegen, dass das Nationalparlament sich mit Sachen beschäftigen, die eigentlich nicht durchgehen. Aber es geht eigentlich nicht durch. Weil das fundamentale Problem ist, dass man hier mit enger von 2 exklusiven Kompetenzen mit der Europäischen Union zu dienen. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir stellen fest, dass das nicht geht. Ich meine, dass es nicht geht auf Dauer. Auf jeden Fall nicht so wie im Moment völlig empfangen ist. Dass man so in Europa möchte den Außenhandelsakkord integral selber mit den europäischen Institutionen, und da stimmen wir auf, dann ist es das. Wenn die Leute sich innerhalb von den Städten berechtigt oder unberechtigt intensiv Sorgen machen. Oder wir sagen, es ist aber nur einmal so, und da geht es auch nicht mehr, dass du alle Nationalparlamente zusätzlich fand, es hat aber Bemerkungen dazu zu machen. Wir beklonen als permanent darüber, wir hatten eine unklare Zuständigkeitslandschaft. Aber wir haben es mal klar. Für Außenhandel ist die Union allein zuständig. Sie verhandelt allein. Sie muss ihr Mandat tun.
sie muss ja Regelfallbasis Sie kriegt ein Mandat von den europäischen Ministern, also von den Ministern aus den europäischen Ländern. Von den Institutionen. Und sie kriegt ein Mandat vom Europaparlament. Genau, mit von den Ministern agissant en tant que Conseil, und nicht agissant als 28 Parlamentsreverberationsmechanismen auf europäischem Niveau. Daraus muss man irgendwann ein Keier die eng oder die andere Sort von Konsequenz zählen. Zum anderen, also die Geschichte mit den Gerichten. Je veux bien, dass das ein Problem ist. Oder als solchen empfunden. Es gibt seit Jahrzehnten einen internationalen Arbitragegerichtshof, bei dem Tausende, Hunderte Leute als Arbitragerichter zur Verfügung stehen, für an alle möglichen Sorten von arbitragerelevanten Fällen, quasi was der Globus ist. Zwischen Betrieber Staaten und so weiter, zu arbitrieren. Die sind so unabhängig wie in einem Kasin. Wenn man irgendwann geschrieben hätte, wir holen Rekur auf die, oder wir vernetzen als mit denen, dann hätten wir aus den ganzen anderen Zauber können spüren. Das hat die Kommission nicht gemerkt, das wäre ja nicht mehr am Parlament, das war die Kommission, die am Anfang verpasst hat, und an Kanada sowieso. Da wäre man nicht doof, wenn wir heute sind. Ja. Es hat keinen Wert für permanent verdicht Apprähensionen zu schaffen. Und dann muss während Jahren dafür zu sorgen, dass die Leute ihre Apprähensionen verschwinden. Wenn es direkt richtig macht. Ja, also lass mal aber mal dabei bleiben, weil ich meine, soll die Leute nicht trunken machen. Wir hatten das Problem ja schon lange diskutiert, dass die berühmten Privatgerichte gehen. Und du hast ja gesagt, hey, am Parlament, wir hätten gerne eine Änderung, das hat das Parlament mit großer Majorität gestimmt, dass es soll von den Privatgerichten auf öffentliche Gerichte gehen, natürlich öffentlich bestellten Richter. Die Kommission hat das akzeptiert. Das also am CETA-Vertrag ist das dran. Die Nachricht von heute ist, dass auch Singapur das akzeptiert. Wir haben das auch auf den Tisch gelöst für ein mögliches Aufkommen mit Amerika. Das ist nach in weiter Ferne, aber das kann ja vielleicht kommen. Auf jeden Fall, wir haben hier die Befürchtungen, die am Publikum sind, und die haben wir seriös geholt, für das zu lesen. Don't act, die Kommission aus dem Parlament gefolgt auf dem Punkt. Wie gesagt, das ist eine Erfindung von der internationalen Handelschammer. Die gibt es seit Jahrzehnten. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir machen das, was die tun, dann hätte man das Problem nie gehabt. Ich finde eigentlich, darauf zurückzukommen, was das Mandat für die Minister kriegen. Da gibt es aber nationale Parlamente oder Minister, die müssen sich von ihrem Parlament das Mandat holen. Ja. Das heißt auch das, also den in verschiedenen Ländern gibt, denen der zu Lützeburg nicht gibt. Zu Lützeburg gehen viele Minister, ob es so ein Conseil, wo ich mich so froh, von wem das Mandat kriegt, ob das die hat, da an der Chambre so bekannt ist. Das gibt es zwar schon auf wenigen Plätzen. Dänemark, am Wesentlichen immer nicht mehr Dänemark. Ja, aber in Dänemark ist es jedenfalls ganz konkret. Das würde aber natürlich in Dänemark viel besser sein. Wir benutzen nur für Haut beim CETA, wo wir bestimmt doch noch darauf zurückkommen. Wir auch Migration, weil das vor allem Sujet im Parlament, da waren es dann die letzten Wochen am Ende darum gegangen, wir zu gucken, wie und wo die Flüchtlinge sollen innerbrücht gehen. Zu stellen das vor aber einen ganz anderen, enorm wichtigen Aspekt am Mittelpunkt Georges Bach, nämlich die Bekämpfung von den Ursachen von der Migration. Effektiv kann die Migration ja just stoppen, wenn die Leute an ihren Ländern in menschenwürdigen Konditionen noch leben können. Was kann dann da geschehen? Also stoppen ist ein grosses Wort, und das ist eine ganz komplexe Thematik. Ich meine, wir sollen am Anfang nicht so stoppen, wir sollen so ein gesichert und legal Weg erfahren für eine geregelte Migration, weil wir brauchen das ja auch. Aber wo es heute darum geht, dass sie am Anfang für die organisierte Kriminalität, für die zu bekämpfen, und auch an den Ländern, wo die Leute herkommen, für Konditionen zu sorgen, für das sie sich nicht auf die gefährliche Velo direkt machen müssen. Das ist ein eher Ziel, weil das noch weiter ferne ist, ich weiß. Aber dadurch hat die Kommission eine Proposition gemacht, oder mich Propositionen für mit den Ländern, im afrikanischen Kontinent zum Beispiel, aber nicht nimmen, für mit denen so Partnerschaften anzugehen, so Partnerariat zu machen. Das heißt, wir geben uns das etwas kosten lassen, wo ich dann zwar auf die Intervention von Frankie kommen, wir können das immer und die suchen, und da soll das ja die Hebelwirkung sehen und so viel. Und das alles schön gut geduld. Das soll auch so einen europäischen Fonds, so für
exterieur gegrünnt gin also un Investitionsfonds, wo dann gespeist gët, wo dann durch de Privatfinanzement zu mat dra kommen. Die Länder die sollen dann hier Grenze selber schützen, dat se die schon ginn, die Zeit verwedert den de Romano Prodi an Italien hat en Akkor am Gaddafi, dat de Gaddafi aus Libyen Kego gelos huet. Die Italien huet dat immer selbst krachte gelos, ha se bisssen selwicht. Ich muss so ganz gemischte Gefehler, wenn man dem Moment awer eng Responsabilitéit ofleen u Länder, die am mingen an net stabil sinn. Well et kann hin net so, dat Libyen zum Beispiel dem Moment de stabil Land ass, wo e mat Partner ze dinnet, op déi verlos wär. Et fir sinn net Regierungen do sinn haut kann déi sinn, Mo kann déi sinn. An dat ass hier mechten engerseits die dat aufschieben, an einerseits do Länder, die awer net de verlässliche Partner sind. Natürlich geht es hier zwei Sachen, der Dichte, das fir die humanitär Krise dort zu bekämpfen. Ich meine, seit 2014 sind aber 10.000 Leute schon am Mittelmeer ertrunken, das skandalös. Und andererseits aber auch für die Länder, wie gesagt, doch zu helfen, für dort etwas abzubauen, zu probieren, dass die wirklich zu investieren, für dass die Leute an ihrer Heimicht aber Menschen wirklich Konditionen können fallen. Ja. Da muss ich natürlich das sagen, wie DAX, die Kommission, die ist ja mittlerweile in etwa so weit von der Realität weg, wie ich von einem Diplom am Gerdebau. Wir wollen Afrika retten. Mit einem insgesamten Direktinvestitionsvolumen, die ganz Europa legt, die Männer groß ist, wie den in China allein, wer das für vom Indischen Ozean bis a Burundi eng Zuchtlin zu bauen. Ja. Und ich gestern am Plenum auch gesagt. Weil irgendwie muss man einen Kant am Numm nennen, aber trotzdem. Ne? Wir haben Prätension, ein Kontinent, auf dem 1 Milliarde Einwohner leben, haut an der 50 Jahre 2. Lebensfähig zu machen, an entwicklungsfähig zu machen, mit einem Apport, dem Mann größer ist, wie das, was Chinesen an eine einzige Zuchtlin auf dem Kontinent investieren. Kann man jugieren, aber los für selber jugieren, wie realistisch das ist. Ja. River dann aber vielleicht noch kurz bei die Frohen, die da geschickt hat. Florence Huet von Bachtring schreibt, dass ich lese heute in der Zeitung, das war schon für uns 2-3 Wochen, dass so endlich soll Schluss mit dem Geoblocking sind. Das ist gut, wenn ich aber ein Detail lesen, da bringt das als Lützburg nicht viel, oder? Eine Firma im Ausland muss noch immer nicht auf Lützburg liefern. Meine Services, Videos zum Beispiel, die ich online kaufe, müssen noch immer nicht verfügbar sein, wenn ich an das Ausland reise. Was bringt das mir dann? Ja, wie werden Rating, ist das der nächste Schritt? Oder also, bringt das aber schon die Leute etwas? Hört man da Mühe recht, dass es dann mehr weit muss gehen? Ich will da Madame Huet so, dass es 2 Sachen gehen. Das Fusilo darauf zu sprechen können, das am Fond geholt Portabilität. Portabilität von Produkten oder von Pay-TVs, Kontinuen, die sie zu Lützeburg zum Beispiel gekauft hat. Aber wenn sie auf Belgisch Plage geht, gibt sie die gerne matt können holen an Vakanz und dann ist es direkt auf Lützeburg. Das ist Portabilitätsgesetz, das ist am Dezember auf den Tisch gelöst gehen, das ist am Gangen lo verhandelt, sie geht immer am Europäischen Parlament. Und wenn das dann Realität gibt, dann kann Madame Huet auch die Sachen, die sie gekauft hat, mit an das Ausland holen. Das andere, was sie auch geschwärzt hat, das ist das Geoblocking. Und das ist, wenn zum Beispiel die Lützeburger wollen, etwas über Internet am Ausland kaufen, ein Produkt. Da kriegen sie ganz oft gesagt, die das lädt mit dem Produkt aus nicht zur Verfügung für Lützeburg. Das ist Geoblocking. Wir gehen geografisch blockiert, für etwas zu kaufen. Oder als Entreprise gehen geografisch blockiert, für etwas zu verkaufen. Das ist nicht nur kaufen, das auch verkaufen. Und da sind wir besonders geschädigt, weil wir sind die Nation in Europa, die am meisten kauft. 60% von unseren Leuten kaufen am Ausland über Internet und auch wo als Entreprisen am meisten verkaufen. 40% von unseren Entreprisen verkaufen am Ausland. Und dafür ist es ganz wichtig, dass die Sache mit dem Geoblocking
ophält. Lo laien die echt Proposen Dich, die sind nach weitaus verbesserungsfähig, weil nämlich das Element, dat die nicht nimmen darf da kaufen, mit da noch misst geliefert gehen. Ja. Das Element fehlt nach. Bei dem Element da muss man als der Hand knäen, für das Parlament eine Lesung findet, für das dann als Lützebäuer dabei Madame, die als vorgestellt haben, können ganz einfach am ganz Europa so kaufen, wie sie das für richtig fanden und dann auch den beste Preis für die beste Ware kriegen oder wenigstens können mal vergleichen und dann eine Decision holen, was mehr agreabel ist. Vielleicht ist es doch mehr agreabel zu Lützeburg direkt zu kaufen, weil dort Reparaturen dann auch mehr Licht gemacht kriegt, wie wenn nicht zu weiter im Ausland fortkauft wird. Das wie beim Roaming vielleicht nächste Schritt und dann könnt nur groß no. Dann hast die letzte Woche auch bekannt gehen, dass den Paul Galles das Jahr den Prix du Citoyen Européen 2016 kriegt. Den Paul Galles zuletzt gut bekannt, dass vom Vivian Reding für den Preis proposiert gemenglich ne ja, an den Georges Bach sozusagen der Jury auch das richtig ja. Georges Bach ich hat noch unterstützt ja für weiter hat Paul Galles an das den Preis gené. Ma de Preis as eigentlich so, den gëtt an Europa verginn seit 2008 an den erkennt eigentlich die Leiit un, die europäesch Valeuren innerhalb vun der europäesche Bierger vertreden, an die europäesch Valeuren Freiheit, Mënscherechter, Solidarität, dat sinn nemol die Hauptwerte, wo man als Union drum opgebaut hunn. An de Paul Galles huet hun engem Projekt initiiert, den sich eigentlich mat Flüchtlingsthematik beschäftigt huet. Hier war auch mat enger Delegation op Calais an de sogenannten Jungle fir zu gucken, wie die do gelieft hunn, an die hun jo gewosst in horrible Konditionen do gelieft. An hien huet sich am Anfang agesät fir engerseits Demandeur d'Asyl, Refugien an Jungkleit zu Lützeburg zu Summen zu kreen, zu Summe Projekte zu entwickeln. Und das hat extrem gut funktioniert und das ist eine Anerkennung wert, weil, wie gesagt, Rechte, Menschenrechte, europäische Werte am Anfang an einer Form zu Summengebracht hat, die erstens mal ganz aktuell ist, weil ich meine, das geht mehr aktuell wie die Refugiespolitik. Und das ist das wert gewesen, für sein Projekt anzuerkennen, an uns nicht nur im Jury, aber auch darüber hinaus, mit einer Anerkennung von, dann ist nominiert für den Preis. Engagement an für Europa lohnt sich also dem Paul Galles Felicitationen. Ich meine, der Preis geht am Hirsch überreicht oder so. Am Oktober, richtig, ja. Bon, Felicitationen also dem Paul Galles. Dann Männer aber noch froh, die man nur dem großen Happening, die letzte Woche zu Lützeburg rangeschickt wurde, in dem 40. Geburtstag von der EVP, wo ja alles zu Lützeburg war, was eine Nummer in Europa hat. Da schreibt ja, ich gesehen die schönen Fotos mit all den schönen, Männer schönen Politikern aus ganz Europa haut in der Zeitung. Derch méi den Gilbert Streff an efréet sech ass dat wie an enger Partei zu Lützeburg, dat se do och van se net immer all enger Menung sinn, awer no alles zu summen desideieren an noch zu Summe stimmen. Eg engel dat net so ne och van der eng Familie ass stemmt net immer jutfreen alles. Bëssen ernstcht. Bëssen bëssen ernstcht, well och Bandbreet vun dem, wat man dort aufzudecken hunn, Dach awer mé eng schwierig ass wie zu Lützeburg. Das sind net eng Partei. Ich meine an der EVP sind alles an allem 87 Parteien. Aus dem ganzen Spektrum von der Christdemokratie, dem Liberalismus, Konservatismus, quasi Bürgerinitiative ähnliche Veranstaltungen nach dabei und so viel. Und das gëtt etwas, was nicht mit der CSV oder auch mit der LSAP oder DP oder den Grünen zu Lützeburg so vergleichbar wie. Eine Föderation von Parteien, noch von sich eine Partei nennt. Und dann entsteht innerhalb von der sind reell. So ganz reell, ob den einen Sujet mehr wie ob den anderen, mehr verschiedenen, einfach so, dass es doch nicht wirklich realistisch möglich ist, für, so wie man das hier immer entweder machen oder vorgeworfen kriegen. Und das genug vorgeworfen kriegen, wenn wir doch machen. Konsens. Dass man natürlich heftig mit denen streiten und dann einfach in eine Höhle gehen. Also, es gibt Leute in der EVP, mit denen ich nicht kennen hören. An der Georges und Vivian noch. An dafür das haben wir auch klar und deutlich gesagt, wir drei. Ja. Und das wird als Partei auch klar und deutlich gesagt. Dafür fand ich es so ungerecht, wenn die CSV dahin beschasst wird, weil eben zum Beispiel den Herr Orban
den Premierminister do sot mat ze summen. Die einzige Partei an der EVP, die e Brief geschrieben huet, öffentlich, die sich öffentlich beklot huet, iwwer Positionen, die den Herr Orban geholl huet, dat war CSV. Ja. Also ich menge mir hatte wenigstens immer de Mut so mir sie Christdemokraten an dat antige Europäisch, dat einfach Trächter an Wärter von Europa mat face treten, do mat sie mir net afversternen. Dafür ich menge dat hu mir gesot, dort so stimme mir 3 hun nach an den Zeitungen en Text publizeiert, eier dat stattfand huet, auch ganz klar gesot hun, dat man net mat all denen, die do invitéiert sinn. An en grosse Familie sinn noch ein sto komischer net 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 den ëmmerem Schwarzschowende Familie. Moral vun der Geschichte an den verdot froh. Et ass nach mi schwéier wie an enger grosser Volkspartei an irgend engem Land. An das Deel war so schwéier, dat et effektiv och schwierig ass fir dummer all Mënsch op normal Manéier ëmzugoen, well en einfach merkt, dat dat d'Inspirationun an Virgoensweis an noch dat wat de Bereders akzeteieren an Terme vermëttelen, soweit vun dem wächleit, wat mir géfen an Feld féieren als polisch Handlungsweis, dat einfach kein Locht mat den Leiit ze summen ze schaffen. Ja. Mir leng kënnen net dafir segen, dat de Martinen nemmi muss, fir as zu vill. Als Distanzen do man menggen se missen zu hullen, hummer immer geholt. Resümiert dats ke Partei zwang mit Fraktionun wëlt ewer schowissen, wo als Schwierkete leien, Wa man se net kënne wieieren. Voilà, dummer da mis Meer Streffsing froh dann och beantwort sinn an dat wäret noch schon wie haut. Vimers Merci dem Vivian Reding, dem George Spar an dem Frank Engel. An Wa man als die nächste Kerre gesinn, da wës man och op de EU e Member verléiert oder net. De Brexit oder net das bestimmt an e Sujet de nächste Montag am Parlament. Und der Schwez ma woch iwwer dat war Dir sot, mir beantwort den Gerem Froen, die da is raschekt iwwer Facebook oder iwwer Mail op europa@csv.lu. Für haut Vimers Merci fir no kucken an bis geschwen. Merci.